Ja, hallo. Es gibt sehr viele Sachen hier in Köln, die kennt man meist nur vom Namen her. Ja, okay, am Dom war wahrscheinlich schon jeder, aber wer kennt denn zum Beispiel die Himmelssäule? Wer kennt denn zum Beispiel das Brauhaus in der Salzias? Und darüber hinaus, wer kennt denn die Geschichte dazu? Und das ist das, was wir in unserer Serie Monumente, Kultur und Personen Ihnen näher bringen wollen. Schönen guten Tag. Ich begrüße Sie zu einer neuen Folge Monumente, Kultur und Personen. Ja, wo kann man das schöner machen als am Rhein? Und hier am Oberländer Ufer zwischen Baienthal und Rodenkirchen gibt es ein Monument, das geht in die Geschichte Deutschlands zurück. Das, wovon wir heute sprechen, sehen Sie da hinter mir. Das ist die Bismarck-Säule. Stellen wir uns doch erstmal die saublöde Frage. Bismarck. Wer war Bismarck? Bismarck? Ja, fallen mir zwei Schlagwörter zu ein. Graf von Bismarck, ja, das ist ein einer. Und der zweite, eiserner Kanzler, fällt mir auch ein, ja. Und deutscher Reichspräsident, das fällt mir auch ein. So viel jetzt zum Thema Bismarck. Und, ja, ne, hell, also das sind schon mehr als zwei Sachen. Das war irgendwann am Anfang des 19. Jahrhunderts, beziehungsweise Ende 19., Anfang 20., um genau zu sein. In der zur Bismarck-Zeit sehr bekanntem Lied Die Wacht am Rhein, welches zur Einweihung der Bismarck-Säule gesungen wurde, wird die Frage aufgeworfen, wer will des Stromers Hüter sein? Da in dem Lied die Deutschen aufgerufen werden, die Grenze zum damaligen Erzfeind Frankreich zu sichern, lautet die Antwort auf die Frage die Bismarck-Säule als Wacht am Rhein selbst. Die Säule steht für das gesamte deutsche Volk, also als Hüter der Grenze zu Frankreich, welche durch den Rhein symbolisiert wird. Eins mal vorweg, also mit Frankreich, das haben wir heute nicht mehr, auch wenn ich immer noch keine Frösche mag. Scheiß Klischees, sag ich nur, ne? Nein, war jetzt spaßeshalber gemeint, jeder Jack so wie er will, so sind wir hier in Köln. Aber, die heutige Macht am Rhein, das ist der FC. Habe ich jetzt mal festgestellt. Mit dem Frankreich-Gedöns haben wir Gott sei Dank heutzutage nichts mehr am Hut, weil der Rhein ist nur noch Rhein, sprich ein Fluss und nicht mehr irgendwie die Grenze zu einem, ja, ich sage jetzt mal verfeindeten Land, weil wir Deutschen, wir haben keine Feinde, weil wir Deutschen, wir sind alle lieb. Okay, es gibt ein paar Ausnahmen, die nennen sich NPD, AfD oder sonst was, aber darum geht es heute nicht, sondern heute geht es um diese 27 Meter hohe Bismarck-Säule hinter mir. Die Bismarck-Säule selber stammt von 1903. So, ich heißt jetzt noch eine Bauzone drumherum, weil da wird im Moment restauriert hier. Was heißt restauriert? Die Stadt ist endlich drauf gekommen, dass man den Sockel mal freilegen könnte, damit man auch wieder sieht, was dahinter ist. Naja, Bauplanung. Angerichtet wurde der Turmbau eines der ungewöhnlichsten Bismarck-Türme, der am Oberländer Rheinufer nur 50 Meter vom Rhein entfernt steht, Ende 1898 vom Ingenieur, wie hieß der, Franz Schulz aus Go. So. Am 28.02. trafen sich also mehrere Bismarck-Freunde in der Wohnung von Franz Schulz und gründeten ein Lokalkomitee. Lokalkomitee, also praktisch ein Ausschuss, beauftragte später den Berliner Architekten Arnold Hartmann, einen eigenen individuellen Entwurf einer Bismarck-Säule für Köln zu entwerfen. Naja, noch im Jahr 1899 entwarf der Architekt also einen Turm mit einer Bismarck-Gestalt als Roland. Das ist das, was wir da sehen. Der Bismarck-Ausschuss in Köln, eben erwähnt, entschied sich dann für diesen neuen Entwurf des Berliner Architekten. Ich glaube, so ist es besser. Ich habe nun immer die Möglichkeit zu warten, bis die Autos wechseln, um 2, 3 Sätze zu sagen. Also der Platz hier, auf dem dieser Turm steht, der wurde von der Stadt Köln umsonst gestellt. Ja. Nur halt das Ding zu finanzieren, das war nicht so einfach, ne? Weil die Stadt wollte damals nicht. Aus welchem Grund auch immer. Und ja, dafür mussten private Spender eintreten. Ne? Da waren die Kölner Bürger und einer der größten Spender war die damalige Schokoladenfabrik Stollenberg. Der 27 Meter hohe Bismarck-Turm wurde als Feuersäule ohne Aussichtsfunktion errichtet.
Naja, die Feuersäule, die ist da ganz oben drauf, das ist ein Teil aus Blech. 27 Meter hohe Bismarckturm wurde als Feuersäule ohne Aussichtsfunktion errichtet. Der Vorbau des Bismarckturms zeigt eine 15 Meter hohe Rolandsfigur, die im oberen Bereich praktisch aus dem Turm herausragt. Im unteren Teil geht die Figur in die massive Architektur des Turmes über. Der Kopf mit den Gesichtszügen Otto von Bismarcks ist mit einem Helm bedeckt. Der wie ein Ritter gepanzerte Bismarck hält einen großen Schild des Deutschen Reiches, auf dem sich als Relief unverkennbar ein stilisierter Reichsadler mit Krone befindet. Die Figur wird rechts und links von 2 großen Strebepfeilern flankiert, aus denen seitlich das eiserne Kreuz in Stein zu erkennen sind. Das war jetzt im Ganzen auch schwer von den Bildern und Geräuschkulisse und alles. Und ich bin ja auch kein erfahrener Kameramann. Ne? Aber trotzdem denke ich mal, mit dieser Kurzgeschichte zu dieser Säule, von der mich schon etliche Bekannte gefragt haben, sag mal, weißt du überhaupt was darüber? Was ist das dann für ein? Ich wusste es bis vor kurzem selber nicht. Das ist die Bismarcksäule von 1903, bei deren Einweihung knapp 3000 Leute hier ungefähr am Rhein die Wacht vom Rhein gesungen haben. Heute würde man wahrscheinlich der FC-Hymne singen und da oben müsste, naja gut, das wäre ein bisschen verunglimpfend, eigentlich der Geisburger rausgucken. In diesem Sinne, Spaß beiseite. Das ist die Bismarcksäule von 1903 und ich hoffe, Sie hatten heute ein bisschen Spaß, ein bisschen Humor mit dabei für meine Ausflüge zum FC, was die Macht vom Rhein betrifft. Und ja, ich hoffe, ich sehe Sie bald wieder, wenn es da wieder heißt Monumente, Kultur und Personen.